quasi unser Männchen kennengelernt, den Kommandante. Der Kommandante teilt sich das Gehege mit 3 Weibchen, nämlich der Nina, der Lunita und der Kelo. Man sieht die Nina, das ist unsere Jüngste, die da gerade auf den Felsen hier herumklettert. Sie ist erst 1 Jahr alt. Die Mähnenrobben werden direkt gefüttert, das hat einige Vorteile. Zunächst, dass jedes Tier entsprechend seines Körpergewichts und seiner Körpergröße die richtige Menge an Fisch bekommt. Ja, das ist vor allem langsam. dann wichtig, wenn man den Kommandanten, der ja dann in der Paarungszeit nichts frisst, seinen Fettpolster anbringt. Man kann bei der Fütterung auch gleich ein bisschen trainieren. Dabei werden den Tieren keine Kunststücke beigebracht, sondern lediglich natürliche Verhaltensweisen verstärkt. Das heißt, wenn der Träger ein Verhalten sieht, das er für gut erachtet, dann gibt es einen Fisch als Belohnung, und weil natürlich die Robbe wieder Fisch bekommen möchte, wird sie dieses Verhalten wieder an den Tag legen. So, es steht hier gerade die Lunita auf der Waage. Lunita ist 2 Jahre alt und damit noch nicht ganz ausgewachsen. Sie wiegt jetzt knapp 75 Kilogramm. Es fehlen ihr noch 25 auf ein gutes Erwachsenengewicht. Das ist natürlich ja auch ein Vorteil dieser direkten Fütterung. Ja. Man kann die Tiere gleich abwiegen, man kann kleine Gesundheitschecks machen und hat so den Gesundheitszustand immer im Auge. Nee, die kommen wieder. Die kommen schon. Es werden auch die Zähne kontrolliert, weil die Zähne ja immer ein guter Hinweis auf den Gesundheitszustand von so Tieren sind. Es ist natürlich für so eine enge Zusammenarbeit viel Vertrauen zwischen den Robben und den Pflegern notwendig, und das braucht auch viele Monate, bis sich so ein Vertrauen aufbaut. So, jetzt haben wir hier den Kommandanten auf der Waage. Er wiegt ca. 275 Kilogramm. Und das ist auch quasi das schlanke Gewicht schon wieder. Vor 2 Monaten hat er noch 400 gewogen. Jetzt sieht man auch schon schön die Mähne vom Kommandante, die natürlich den Tieren ihren Namen eingebracht hat. Und diese Mähne und das laute Gebrüll der Mähnenrobben ist auch der Grund, warum sie auch als Seelöwen bezeichnet werden. Da noch.
Jetzt haben wir hier die Kilo auf der Waage. Man sieht, die Kilo wiegt 106 Kilogramm. Also da sieht man, die Kilo ist ein voll ausgewachsenes Weibchen und hat eben auch das entsprechende Gewicht. Was man hier bei der Fütterung auch macht, ist für etwaige tierärztliche Untersuchungen gewisse Bewegungsabläufe anzutrainieren. Und dadurch, dass das für die Robben dann zur Routine bei der Fütterung gehört, sind tierärztliche Untersuchungen auch gleich viel weniger stressig. Jetzt haben wir auch die Nina auf der Waage. Man sieht, sie wiegt gerade ein bisschen mehr als 50 Kilogramm. Sie ist fast ein Jahr alt und damit natürlich mit Abstand die kleinste. Es gibt heute noch eine Fütterung hier im Tiergarten Schönbrunn, und zwar um 16 Uhr, wo unsere Koala-Dame abgewogen wird und mit frischem Eukalyptus versorgt wird. Falls es von Ihnen noch Fragen gibt zu unseren Mähnenrobben, beantworte ich die gleich im Anschluss natürlich noch sehr gerne. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Nachmittag heute hier im Tiergarten Schönbrunn. Raunfisch. Raunfisch. Er verbeugt sich. Das aus. Zwischendurch oder von hinter die Tür, wenn er aufhört und auf den Bus mitschmeißen. Ne? Weiß nicht, aber nicht. Schaut so aus, wäre es aus. Ja, glaube ich auch, dass es wieder aufhört nach seinem Sturm.